So, ich hoffe, jetzt stimmt das Mikrofon und Sie verstehen mich. Wunderbar. Ja, Frau Gellissen, herzlichen Dank für die Begrüßung und ich freue mich, Ihnen etwas aus der Geschichte Schafhausens erzählen zu können. Die Aufgabe, die ich habe, ist eine unlösbare. Ich werde deshalb ein bisschen daran scheitern, aber es vielleicht kurzweilig gestalten. 800 Jahre in 30 Minuten, das schafft man nicht. Muss auch nicht, denn wir haben so viele Erinnerungszeichen in Schafhausen, die uns immer wieder vor Augen führen, welche Geschichte es hier gab. Und wenn ich mich umdrehe und die Zeichnung Schafhausens hier im Hintergrund sehe, ist jetzt ein bisschen verdeckt, dann haben wir eigentlich schon alle Punkte im Auge, die für die Geschichte des Ortes maßgeblich waren. Und besonders gefreut habe ich mich auch über die Ansprache des Schirmherrn, der eine sehr anschauliche und lebendige Schilderung der Zeit, wie er in Schafhausen erlebt hat, uns gegeben hat. Und besonders erfreulich ist es, dass das auch mit dem, was historisch zu ermitteln ist, übereinstimmt. Ja, meine Damen und Herren, wenn wir heute durch Schafhausen gehen, dann finden wir einen Ort, der ganz proper und adrett ist. Also wer heute durch Schafhausen gefahren ist, überall den Fahnenschmuck gesehen hat, wie sauber und schön hergerichtet alles ist, der fühlt sich gleich heimisch und wohl. Und das war auch mein erster Eindruck, als ich hier vor einigen Monaten nach Schafhausen kam, wie gut hier alles gerichtet ist. Das ist sicherlich ein Zeichen dafür, dass hier ein gewisser wirtschaftlicher Wohlstand vorherrscht, aber auch, dass das soziale Leben, dass die Ortsgemeinschaft hier intakt ist und darauf achtet, dass die Dinge auch so gut hergerichtet sind. Das war am Anfang vor 800 Jahren etwas anders, wie Sie sich vorstellen können. Und leider haben wir dazu keine Fotografien mehr, aber vielleicht etwas Fantasie. Und wenn die Technik soweit ist, habe ich auch einige frühe Zeichnungen vorbereitet. Ja, die Technik ist noch nicht ganz so weit. Ja, ich muss noch ein bisschen hier frei variieren. Fangen wir einfach damit einmal an zum Begriff Schafhausen. Ich glaube, Ihnen allen ist die Bedeutung dieses Wortes wohl vertraut. Schafhausen, der Ortsname, hat zwei Bestandteile, Schaf und Hausen. Und die Deutung geht dahin, dass es so viel besagt, dass hier eine Stelle war, wo ein Mann lebte, der Schaf hieß. Das ist die eine Deutung. Oder es ein Ort war, wo Schafzucht betrieben wurde. Und ich persönlich neige der letzteren Interpretation zu. Warum? Das werde ich Ihnen gleich zeigen. Also dieser Ortsname Schafhausen ist 1217 das erste Mal belegt. Und das ist auch der Anlass dafür, weshalb wir heute hier zusammenkommen. Es gibt eine Urkunde, da steht das nämlich drin. Diese Urkunde ist in der Festschrift abgebildet, wiedergegeben. Dort verleiht Dietrich von Heinsberg Kurmede an seinen Bediensteten, beziehungsweise überträgt die Kurmede an seinen Bediensteten, den Marschall, der hier in Schafhausen einen Lehnshof hatte, um dort finanziert zu werden. Also wir haben 1217 die Ersterwähnung, aber es gibt noch eine weitere Urkunde von 1170 und in dieser Urkunde werden auch Einkünfte übertragen und da wird auch ein Ort genannt, der Husen heißt. Und man vermutet, dies könnte auch Schafhausen gewesen sein. Das Schaf fehlt da noch. Deshalb ist es nicht ganz sicher, aber die anderen Orte, die in dieser Urkunde auftauchen, liegen auch alle hier in der Gegend, so dass man sagen kann, das wäre so ein früher Beleg dafür, dass vor 1217 hier schon etwas war. Und das ist auch naheliegend, denn 1217 wird erwähnt, dass es hier einen Hof gab. Und dieser Hof wird da nicht gegründet worden sein, sondern er bestand schon. Und die Geschichte Schafhausens beginnt also damit etwas eher. Ja, wie sah es hier in Schafhausen aus? Über viele Jahrhunderte. Schafhausen war ein Straßendorf, ein einzeilig bebautes Straßendorf. Und diese
Lage und diese Struktur hat es auch über viele, viele Jahrhunderte behalten. Und erst im 19., im beginnenden 20. Jahrhundert erweitert sich der Ort. Ja, freuen Sie sich nicht zu früh, das ist erst der Anfang. So, am besten klicken Sie jetzt mal weiter. Ja, es stimmt noch nicht ganz die Justierung. Ja, so könnte es klappen. So, hier noch einmal kurz etwas zur naturräumlichen Lage, wo Schafhausen sich entwickelt hat, an einem Grenzsaum durch die Ortslagen Eschweiler, Schafhausen, Liek und Kirchhofen markiert und überwiegend einzeilig bebautes Straßendorf. Das ist so die ursprüngliche Situation. Wenn ich dem Operateur bitten darf, es geht schon weiter. So, hier habe ich etwas für den Bürgermeister von Heinsberg mitgebracht, dann freut er sich, aber es hat einen konkreten Hintergrund. Dies ist eine Darstellung aus dem Codex Versa der Stadt Heinsberg. Warum habe ich das mitgebracht? Wir haben naturgemäß aus dem Mittelalter so gut wie keine bildlichen Quellen. Aber wir haben aus dem Jahre 1721 eine Zeichnung der Stadt Heinsberg und das habe ich hier ausgewählt, um einmal zu illustrieren, wie es hier ungefähr ausgesehen haben könnte. Wir sehen also diesen befestigten Ort, Heinsberg, ein bedeutender Ort, mit Kirche, Türmen und Mauer und ringsherum sind eben landwirtschaftliche Flächen, die noch nicht stark besiedelt sind. So, wenn wir jetzt etwas weitergehen. Ja, Sie werden es hinten nicht erkennen können, ist auch nicht ganz so schlimm, gleich gibt es die Detailaufnahmen. Wir haben hier die Kartenaufnahmen von Tranchot und Müffling. Hier sehen hier den Grenzsaum und den Höhensprung. Heinsberg liegt hier, Schafhausen an dieser Stelle und hier die anderen eben genannten Orte. Das ist die erste Aufnahme, Kartenaufnahme, die die Franzosen angelegt haben, 1806/07. Und wenn wir jetzt mal weitergehen, dann haben wir hier einen Ausschnitt aus dieser Karte von Tranchot-Müffling. Dieser Ausschnitt zeigt eben Schafhausen. An dieser Straße hat sich der Ort entwickelt und interessant, hier ist die Nutzung des Landes entlang um den Ort herum. Das ist in der Karte eingetragen worden, das werden Sie hinten nicht sehen können, deshalb verrate ich es. Hier dieses Stück, da steht T, hier steht T und damit ist Terre Laborable genannt Ackerland. Also Schafhausen umgeben von Ackerland. Dann haben wir hier einen Teil, da steht Pat, das heißt Pâturage, das sind Hutungen. Und deshalb meine ich, dass es hier in Schafhausen ursprünglich auch um Schafzucht gegangen sein muss, denn diese Hutungen machen ja Sinn für Viehzucht. Und schließlich haben wir Busch und Wald hier am südöstlichen Rand von Schafhausen. So, wenn wir einmal weitergehen, wir springen jetzt schon 40 Jahre weiter in die preußische Zeit. Die Struktur ist gleich geblieben, die Nutzung des Landes im Wesentlichen auch. Und in dieser Zeichnung sind dann auch für die, die vorne sitzen und die Festschrift haben, die werden profitieren, da können Sie das nämlich alles genau sehen. Da sind noch zwei weitere Punkte markiert, einmal hier und einmal hier. Das sind die beiden für Schafhausen maßgeblichen Mühlen. Also fürs 19. Jahrhundert sind wir gut informiert. Die Karten sind aus dem Grunde auch interessant, weil sie eigentlich einen Zustand noch widerspiegeln, wie er auch in der frühen Neuzeit bestanden hat. So, und wenn wir jetzt mal weitergehen. Ja, wie fing es an? Ich habe schon die erste Erwähnung von 1217 genannt. Vor 1217 hat es hier auch schon etwas gegeben. In der Jungsteinzeit sind Streu- und Oberflächenfunde nachgewiesen. Die Bebauungsphase, die Entwicklung einer Siedlung fällt für den Heinsberger Raum in die Zeit von 500 bis 800 nach Christus. Und in dieser Rodungsperiode entstehen hier im Kreis verschiedene Orte,
Hüllhofen, Eschweiler, Schleifendahl und so weiter und eben auch Schafhausen. So, wenn wir weitergehen, Herr Krichel. Ja, so, hier etwas zur Übertragung zur Entwicklung der Namensform 1217, diese Urkunde, die ich genannt habe, Übertragung von Zinse und Kurmede der vom Hof zu Schafhausen abhängigen Leute durch Dietrich I. an das Prämonstratenserkloster in Heinsberg. Die weiteren Namensformen sind hier Skafhusen, Schopphusen, Scharphusen, Schaffhausen, Schafhausen. Hier die Erklärung, auch das ist vorhin von mir schon kurz genannt worden. Wenn wir jetzt weitergehen. Ja, Kurmede wurde übertragen. Was ist Kurmede? Das ist eine Abgabe, die beim Tod eines von der Grundherrschaft Abhängigen oder auch bei Besitzwechsel in Form einer Geldabgabe an die Herrschaft fällig wird. Also auch damals musste man schon Geld besorgen und die Kurmede war eben eine der Formen, wie das geschehen ist. So, und wenn wir weitergehen. Ja, ich habe gerade gesagt, dass die Siedlungsentwicklung über viele Jahrhunderte relativ stabil blieb. Die Herrschaftsverhältnisse blieben auch lange Zeit relativ stabil. Wenn wir von der Ersterwähnung 1217 ausgehen, da haben wir den Lehnshof Schafhausen, der durch persönliche Beziehungen zu den Herren von Heinsberg seine Zuordnung in einem Herrschaftsgefüge erhalten hat. Zu diesem Hof gehörten auch noch weitere Ländereien. Diese weiteren Ländereien wurden dann weiter verliehen. Es entstanden Unterlehen. Bis 1593 sind 11 Lehnshofsplisse nachgewiesen und der Lehnsinhaber war Marschall des Landes Heinsberg. Ein Marschall war der Inhaber eines Hofamtes. Er war also für den, heute würde man sagen, Fuhrpark zuständig. Dann kommt es Ende des 15. Jahrhunderts zur Konsolidierung, zum Ausbau der Territorialherrschaft. Da wird das Amt Heinsberg im Herzogtum Jülich gegründet und Schafhausen ist dann ein Teil dieses Amtes Heinsberg. Erst die Franzosen führen dann eine Neuerung ein. Sie bilden die Mairie Abhofen, zu der dann Schafhausen gehört. Das bleibt auch in der preußischen Zeit so. Und erst 1935 kommt es zu einer neuen Zuordnung, dass nämlich Schafhausen und Unterbruch mitverwaltet werden im Amt Waldenrath, Schafhausen und Unterbruch zusammengefasst. 1969 dann die kommunale Neugliederung, Schafhausen wird Ortsteil von Heinsberg. Hier sehen wir die Verwaltungszugehörigkeit in den größeren Einheiten, Teil des Amtes Heinsberg, bei den Franzosen Ruhrdepartement, bei den Preußen Rheinprovinz, dann die Kreisbildung, die unterschiedlichen und schließlich Nordrhein-Westfalen, dann Selfgang-Kreis Geilenkirchen-Heinsberg, heute Kreis Heinsberg, Selfgang aus dem Grunde, weil man damals protestierte gegen die niederländische Besetzung des Selfgangs. So, und wenn wir weitergehen. Nee, das war achso. Ja, damit man mal sieht, wie die Verhältnisse sind, habe ich hier ein Beispiel von 1852. In Schafhausen gab es 490 Gebäude. Es gab eine Ölmühle, eine Mehlmühle. Es gab 94 Gebäude. In denen wohnen insgesamt 490 Menschen. Eine Ölmühle mit 6 Bewohnern und 8 Bewohner in der Mehlmühle. Insgesamt also 514 Bewohner. Das ist für die Mitte des 19. Jahrhunderts. Und wenn wir jetzt mal weitergehen. Ne, weiter müsste es, das ist zurück. Ne, gehen Sie nochmal ein Stück zurück. Ne, zurück, ja, nochmal zurück. Nochmal. Ja. So, wie hat sich die Einwohnerzahl entwickelt? Konkrete Nachweise haben wir erst fürs 19. Jahrhundert. Da startet Schafhausen mit 544 Einwohnern und Sie sehen, es ist ein langsamer Anstieg. Es gibt auch kleine Einbrüche und es gibt auch wieder größere Sprünge. Wieder hier ein Einbruch und dann eine sehr steile Aufwärtsentwicklung nach 1945. Was steckt dahinter? Wir finden bei diesem Sprung die deutliche Auswirkung der Ansiedlung der Glanzstoffwerke. Dort ziehen viele Menschen, die Glanzstoffwerke ziehen viele Menschen an, die dort Arbeit finden.
Wir finden hier einen Einbruch, wahrscheinlich durch die Entwicklung der Textilindustrie am Niederrhein, wo Menschen hingezogen sind und dann aus Schafhausen weg. Wir finden hier in der Zeit des Zweiten Weltkriegs eine Zäsur, was auch nachvollziehbar ist. Die Kriegsauswirkungen waren auch in Schafhausen zu spüren und der sehr starke Anstieg hier nach 1945 hängt natürlich mit dem Aufbau der Bundesrepublik zusammen, mit der Entwicklung der Industrie, aber eben auch mit dem Zuzug von Flüchtlingen. So, wenn wir jetzt mal weitergehen. Ja, jetzt noch einmal. So. Ja, wie hat sich die Wirtschaft dargestellt? Ich sagte am Anfang, wird es wahrscheinlich Viehzucht gegeben haben und Landwirtschaft. Landwirtschaft ist die dominierende Konstante hier für Schafhausen. Anfang des 14. Jahrhunderts, 1307, wird eine Wassermühle erwähnt. Die hat einen Zuständigkeitsbezirk für verschiedene Orte. Eine Ölmühle taucht im selben Jahrhundert auf. Die Mühlengebäude werden auch erneuert. Für die Mitte des 19. Jahrhunderts haben wir auch den Hinweis, dass hier Leinwand gebleicht wurde. Ja, und die Zäsur für Schafhausen, das ist die Gründung der Rheinischen Glühlampenfabrik und ab 1899 die Vereinigten Glanzstofffabriken. Für Schafhausen entscheidend ist das, was 1963 entstand, die Entwicklung eines Industriegebiets mit der Schaffung von vielen Arbeitsplätzen. Wenn wir jetzt weitergehen. Ja, hier haben wir eine Ansicht der Glanzstofffabriken von 1902-03, wie die Firma sich selbst auf ihren Firmenprospekten dargestellt hat. So, machen wir weiter. Ja, das ist ein Foto einer Mühle, aber das Mühlengebäude kennen Sie selbst bestens. Wenn wir mal weitergehen. Hier eine Zeichnung eines unbekannten Malers der Ölmühle. Und weiter. Ja, wie entwickelt sich der Ort jetzt über die Bevölkerung und die Wirtschaft hinaus sonst? Entscheidend für die Ortsentwicklung ist im 19. Jahrhundert der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur. Damit hängt alles zusammen. Das ist in Schafhausen erst sehr spät angefangen. Da gibt es nur sehr bescheidene Dinge, und zwar Ende des 19. Jahrhunderts der Ausbau der heutigen L 228. Mitte der 50er Jahre, wir hatten das gerade vom Schirmherrn gehört, wie langsam Schafhausen wächst, wie neue Wohnviertel entstehen. Das ist längs Sandblecken und am Mühlenteich. Dann 1978 bis 1982 der Neubau der Kreisverwaltung auf Schafhausener Gebiet, ganz dominantes Gebäude. Dann weiter Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre neue Wohnhäuser und die große Straßenbaumaßnahme 92/94, die B221N westlich von Schafhausen. Eisenbahnanschlüsse gab es hier in Schafhausen nicht, in Heinsberg gibt es einen, aber auch der entstand erst sehr spät. So, und wenn wir weitergehen. Ja, wie entwickelte sich denn das innere Gemeindeleben? Entscheidend sind hier, oder auffallend sind hier mehrere Punkte. Bis zum 19. Jahrhundert hören wir eigentlich nur davon, dass eben hier gearbeitet wurde, Kleinhandwerk, Landwirtschaft, und darüber hinaus ist dann nicht viel genannt worden. Aber im 19. Jahrhundert kommen dann Kultureinrichtungen in Anführungsstrichen dazu. 1822 die erste Schule, eine Mädchenschule wird 1878 gebaut, eine Schulerweiterung 1911, 1958 wieder eine Schulerweiterung. Also man sieht einen deutlichen Akzent bei den Schulen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass die Bevölkerung wächst. Die Kinder mussten irgendwo zur Schule gehen. Das ist in Schafhausen dann auch geregelt worden. Sie wissen vielleicht aus anderen Zusammenhängen, dass ein Interesse der Preußen oder ein Ziel der Preußen darin bestand, für die gute Ausbildung zu sorgen, in Bildung und in Wissenschaft sich zu engagieren. Und das spiegelt sich dann eben auch in der Einführung der Schulpflicht wider, und dafür wurden auch Gebäude gebaut.
Ja, einen sozialen Treffpunkt gab es da Mitte des 19. Jahrhunderts. Es wird die Gaststätte Wirts Rochow erwähnt, die gleichzeitig als Ablieferungsstelle für Sand genannt wird und auch einen Tanzsaal hatte. Also auch hier merkt man, langsam beginnt sich die Gesellschaft zu organisieren und zu finden. 1939 bekommt der Sport einen Treffpunkt mit dem Waldstadion. Ja, und etwas, was vielleicht heute nicht jedem geläufig ist, der die Zeit nicht miterlebt hat. Erst 1950 wird eine Wasserleitung nach Schafhausen gebaut. Vorher waren es eben Brunnen und andere Formen der Entsorgung, die dann genutzt wurden. Ein Friedhof 1963 und eine Mehrzweckhalle, wo wir heute sind, 1970 und schließlich der Kindergarten von 1996. Also das sind so kleine Schritte, die das Wert des Ortes markieren. So, wenn wir jetzt mal weitergehen. Ja, hier ein Bild auf den Anbau der Volksschule von 1958 wurde es gebaut, das Foto ist von 59 und weiter. Ja, wie sah es mit den Kriegen aus? Kriegserlebnisse hat Schirmer ja gerade aus eigener Anschauung geschildert. Wir wissen aus den Quellen von einem wichtigen Ereignis, nämlich dem Geldrischen Erbfolgekrieg. In der Festschrift ist die Zeichnung wiedergegeben, wo die Belagerung Heinsbergs gezeigt wird. Im Vorfeld Heinsbergs wird ein brennender Hof abgebildet und das ist der Lehnshof von Schafhausen, der 1542 zerstört wurde. Dann kurz Blick auf die Kriege des 20. Jahrhunderts. 23 Gefallene in Schafhausen. Für sie wird 1924 ein Kriegerdenkmal errichtet. Das finden wir hier im Rheinland fast flächendeckend. Es hängt damit zusammen, dass die Besatzungszeit aufhört und man dann die Kriegerdenkmäler errichtet. Schafhausen, wir haben es gerade gehört, Oktober 1944 wird evakuiert. Schäden im Zuge der Bombardierung von Düren, Jülich und Heinsberg. Britische Truppen rücken im Januar ein. Im März 1945 kehren die Evakuierten zurück. Und wenn wir die Gefallenenzahlen des Zweiten Weltkriegs sehen, dann merkt man, wie drastisch die Auswirkungen waren, denn die Gefallenenzahlen haben sich ja mehr als verdoppelt. Ja, dann habe ich hier die Wohnungskontrolle und den Wohnungsbau aufgeführt. Bei den Kriegsereignissen, das sind die Kriegsfolgeereignisse, Flüchtlinge kamen nach Schafhausen und nicht nur nach Schafhausen, sondern ins ganze westliche ehemalige Gebiet des Deutschen Reiches. Sie mussten untergebracht werden, das verlief nicht immer harmonisch und die Verwaltung musste dann dafür sorgen, Wohnraum, der noch nutzbar war, zum Teil auch zwangsrequirieren. Auch in Schafhausen ist das kontrolliert worden. Der Wohnungsbau für Flüchtlinge setzt dann 1953 ein, aber 1957 gibt es immer noch eine Weihnachtsfeier im Flüchtlingslager Schafhausen. Da gab es eben ein Flüchtlingslager, wo die Menschen untergebracht werden mussten. Und 1959 wird dann ein Ehrenmal für die Gefallenen wiederum errichtet. So, wenn wir mal weitergehen. Ja, das Leben der Gemeinde besteht ja nicht nur aus Arbeiten, Feiern, Straßenbau und Siedlungsbau, sondern den geistlichen Mittelpunkt, den stellte für Schafhausen viele, viele Jahrhunderte natürlich Heinsberg da, den Bezugspunkt. Aber die ersten Belege oder die ersten Zeichen, dass hier religiöse Objekte errichtet wurden, haben wir Mitte des 17. Jahrhunderts. Da wird die Marienfeldkapelle zwischen Schafhausen und Schleiden errichtet. Anders soll die Auffindung eines Muttergottesbildes gewesen sein. Denken Sie zum Beispiel an Kevela, wo eine ähnliche Geschichte erzählt wird und zur Entwicklung eines der bedeutendsten Marienwallfahrtsorte am Niederrhein geführt hat. Eine protestantische Gemeinde ist in Schafhausen nicht nachgewiesen, aber 1692 in Heinsberg. Und es ist zu vermuten, dass es auch in Schafhausen Protestanten gab, die allerdings nach Heinsberg gingen.
Das Lothringische Kreuz, das ist Ihnen allen geläufig, ist auch hier auf der Wandmalerei abgebildet. Das wurde 1715 errichtet zur Hagel-, Unwetter- und Pestabwehr. Auch das finden Sie überall. Sie müssen sich vorstellen, dass ein Hagelschlag lebensbedrohlich war. Wenn die Ernte vernichtet war, hatte man keine Reserve, man konnte nirgendwo anders hingehen. Das war also eine ganz existenzielle Gefahr und die Menschen haben natürlich darum gebetet, dass sie davon verhütet blieben. Ja, das Marienbild in der Feldkapelle wird 1877 erneuert, aber ganz wichtig für Schafhausen ist dann 1931 die Einweihung der katholischen Pfarrkirche St. Theresia. 1968 gewinnt Schafhausen dann seine Selbstständigkeit, wird vermögensrechtlich unabhängig und selbstständig. Die Pfarrkirche wird dann 1969 erneuert. Wenn wir jetzt eben weiterklicken, können wir weitermachen? So, hier haben Sie einmal das Lothringische Kreuz in einer alten Ansicht und in einer neuen. Und Sie sehen kaum einen Unterschied. Auch das ist eigentlich ein Beleg dafür, wie stabil die Verhältnisse hier viele, viele Jahre blieben. So, wenn wir weitergehen. Ja, hier zwei Aufnahmen der Kirche. Ja, könnten wir weitermachen? Ja, dann kommen wir zu einem Thema, was auch bis heute Bedeutung hat. Das sind die Vereine. Ich habe sie hier einfach mal aufgelistet und es ist eine ganz respektable Zahl. Das Vereinsleben fängt 1879 an mit dem Männergesangverein Eintracht, Martini Schützenbruderschaft folgt nach, Veteranenverein und so weiter. Es sind viele Vereine da, manche sind eingegangen, aber viele existieren noch. Wenn ich mal darum bitten darf, weiterzuklicken. Diese Vereinsgründungsentwicklung setzt sich bis ins 21. Jahrhundert fort und wird eigentlich im Augenblick abgeschlossen durch die Gründung des Heimatvereins Schafhausen. Also das ist schon bedeutsam. Setzen Sie mal die Zahl der Vereine zur Anzahl der Bevölkerung in Beziehung, dann können Sie sehen, dass fast jeder Schafhausener in irgendeinem Verein engagiert ist. In mehreren sogar. Ja. Also es zeigt eine hohe soziale Integrationskraft, die hier im Ort vorhanden ist. So, darf ich mal im nächsten Bild? Ja, noch ein Wort zur Politik, die uns ja heute allgeläufig ist, aber sie ist eigentlich erst ein Phänomen des 19. Jahrhunderts, insbesondere durch den Kulturkampf Ende des 19. Jahrhunderts hervorgerufen. Es kommt zur Polarisierung innerhalb auch der Gemeindebevölkerung. Es gibt Wahlen und ich habe jetzt nicht alle Wahlen herausgegriffen, das wird jetzt auch zu weit führen. Ich habe mich einfach mal auf die Zeit Ende der Weimarer Republik bezogen, Übergang zum Nationalsozialismus. Und Sie sehen, das Zentrum ist die alles dominierende Kraft. Die NSDAP, die ich nur mal da kontrastierend hinzugefügt habe, spielt keine Rolle, selbst bei der Märzwahl, die eigentlich keine richtige Wahl gewesen ist, war sie ja unter massiven Drohungen und Repressalien der Nationalsozialisten stattfand, erreichen die Nationalsozialisten im Kreis Heinsberg, die beziehen sich auf Heinsberg, nur 34%. Nach dem Zweiten Weltkrieg gibt es ununterbrochen eine absolute Mehrheit der CDU. Auch hier ein Indiz dafür, dass es sehr stabile Verhältnisse auch im politischen Raum gibt. Natürlich ist Schafhausen nicht vom Nationalsozialismus verschont geblieben. Ein Schafhausener Lehrer war stark nationalsozialistisch engagiert. Es hat ja auch Auseinandersetzungen zwischen Nationalsozialisten und Kommunisten gegeben. Wenn wir mal eins weitergehen. Ja, 1933 gibt es politische Ausschreitungen. Dieser Schafhausener Lehrer steht der NSDAP nahe. Erst 1938 gibt es eine NSDAP-Ortsgruppe. Aber was ich auch interessant fand, 1936 gibt es eine Umfrage der Partei, wo besteht eine NSV-Ortsgruppe. NSV, das ist die Nationalsozialistische Volkswohlfahrt. Also eigentlich eine Vereinigung, die sich um soziale Belange kümmert.
in Anführungsstrichen relativ unpolitisch, natürlich unter Ägide der Nationalsozialisten, die es fast überall gab, aber in Schafhausen nicht. Ja, dort gab es keine NSV-Ortsgruppe. Das kann man nun auch unterschiedlich interpretieren. Sie war hier nicht nötig, weil es genug andere Organisationen gab, die sich um Soziales kümmerten. Oder es ist eine reservierte Haltung der Bevölkerung gegenüber dem Nationalsozialismus gewesen. Gleichwohl hat der Nationalsozialismus natürlich auch hier Vertreter gehabt. So, wenn wir mal weitergehen, dann sind wir schon bei der letzten Folie und ich hoffe, Ihnen mit diesen kleinen Stichworten Eindruck von der Entwicklung Schafhausens gegeben zu haben. Sie können das Ganze auch noch nachlesen und ich wünsche den Abend einen weiteren guten Verlauf. Vielen Dank.